Als nächster Redner ist der Gast Giberian angedrohen. Herr Giberian, der hat Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie immer bei Chamberwahlen, so noch die Wahlen vom 20. Oktober, die politische Kreatenheit Lützeburg frisch gestreckt. Klare Gewinner als DP, die mit 4 Sitzen weiter kann man Chamber ranziehen, an die Linke mit engem Sitz weiter. Der LASAP hat sich gehalten, hat aber ihr schlechteste Resultat prozentual gesehen nur dem letzten Weltkrieg angeführt. CSV hat 3 Sitze verloren, die Grünen hat 1 Sitz verloren, und die ADR hat auch 1 Sitz verloren, die, wenn ich will, die noch kein Scheiredner so, nun ein Deputierte mal wie 4 Wahlen hier an der Chamber. Wir haben Vergleich zum letzten Wahlresultat, als es auch ein Sitz machen. Am Prinzip ist es an einer neuen Regierung die Wahlgewinner immer darauf vertreten. An diesem Fall DP, das entspricht auch dem Wählerwillen. Wie du nur eine Majorität zustande können, das steht nirgends. Eine Regierung von nimmer Gewinner wird das gerne nicht möglich gewesen, weil wir uns 2 Gewinner, das DP an die Linke, ob schon nicht davon ausgehen, dass die gerne zusammengegangen wären, gibt es aber keine Majorität. Aber wer verdächtig muss gefragt gehen, für eine Koalition zu machen, das steht auch nirgends. Am Prinzip möchte keine Partei eine Koalitionsaussagen, bis der Grand Duc ein Formateur oder ein Informateur genannt wird, dann hat die neue Gambia-Majorität sich sicherlich nicht und Traditionen und Spielregeln gehalten. Dass eine Dreierkoalition zustande kommt, aus für Lützeburger Verhältnisse wohl nicht, als aber nicht Undemokratisches dafür. Eine Majorität als eine Majorität auch dann, wenn die stärkste Partei nicht darauf vertreten ist. Eine Majorität für 60 Deputierten, das sind dann mindestens 31. Auch wenn sie kein 50% von den Wählern rund sich schwört. Majorität sind Mandate hier an der Chamber. Auch eine andere Majorität, CSV-DP, hat auch eine Majorität von den Wählern rund sich gehabt, aber auch ein relativ knapps, so knapp über 51%. An der Morgen hatte ich zeitweilig Gefühl, wie den Herr Juncker an von der CSV geschwärzt hätte, dass wir keine Dreierkoalition hätten, wir hätten eine Viererkoalition. Weil der Herr Juncker heute Morgen quasi von 4 bis 100 die ganze Zeit erklärt, dass der neue Koalitionsakkord am Anfang nicht mehr, nicht Männer wie den CSV-Wahlprogramm. Mehr in heute nur eine gute Stunde, aber löserlos Kehrkrieg und hört sich du schon löserlos an die Rolle von der Opposition angespielt. Ich habe bei mir gedacht, stell dir mal vor, es wäre das schrecklich, an mir giffen an Majorität kommen. Was ihr Nauttraum wäre für den Herr Juncker, ob schon verschiedene Leute von der CSV das gerne giffen machen, wenn der Wähler es gewollt hat, dann müsste ich auch wahrscheinlich mindestens eine Stunde brauchen, bis ich mich umgestaltet hat, nur 25 Jahre Oppositionspolitik am Land. Das ist natürlich so, eine Partei, Herr Präsident, die ist aber nicht neu an der Regierung, das ist die Sozialistische Partei. Aber wenn wir heute schwätzen, dass die neue Regierung, was Finanzen zumindest im Staat anbelangt, eine schlechte Bilanz muss man die verholen, dann ist das nicht allein Schuld aber von einer CSV, mit dann ist das Schuld von einer CSV-LASAP-Politik, die in 9 Jahren zusammen Responsabilität gedrohen haben, an denen auch kollektiv responsabel sind für das Resultat. Und Sozialisten haben an der letzten Periode immer gesagt, sie wären die Juniorpartner. Und dürfen hätten sie sich nicht vis-à-vis von der CSV durchsetzen. Die Argumentation zählt für und nicht mehr. Sie sind kein Juniorpartner mehr, sie sind auf gleicher Höhe mit dem anderen Koalitionspartner der DP. Und sie müssen beweisen, dass das, was sie an der letzten Regierung nicht durchgesetzt hat,
dass sie das können durchsetzen. Allgemein muss ich aber sagen, dass die Dreierkoalition einen gewissen, ich will nicht so eine Narrenfreiheit am Anfang hat, aber doch eine gewisse Startchance. Weil viele Leute am Land sagen, endlich schon mal eine Regierung ohne CSV, das kann also Demokratie nicht mehr gut tun. An anderen Leute sagen, viel mehr schlecht, für die CSV oder SAP-Regierung gemäht hat, können die Haie doch nicht machen. Weil an der miserablen Situation, wo wir dran sind, als wir, wie gesagt, das Resultat von einer CSV oder SAP-Regierung. Das ist ja nicht viel. Ich meine, wie die drei Parteien über Wochen Koalitionspapier geschafft haben, sind mir dann nicht voll gegangen. Und dann nur die Stimmung vom Volk geredet, an der Torausabis, weil die relativ tax hören hört. Über die Struktur für die neue Regierung will ich mich nicht viel Zeit verlieren. Sie meint es sehr gut, wenn sie zu Ursprung wären am Kader vom Spurprogramm. Sie meinen es sehr gut, wenn sie einen neuen als Finanzminister an die Regierung ranholen, wobei ich will sagen, dass sie mir auch nicht werden und die Kapazität von der Armenier werden zweifeln. Wir hätten gerne gesehen, wenn ein von den Hauptleitern der Regierung, der Staatsminister oder der Vizepremier, die Courage geholt hätten, für eben auch das Ressort von den Finanzen direkt zu überholen. An der Politik gibt es verschiedene Bereiche. Die gesellschaftspolitische Themen, Vorliebe und Avortement, Turmobestiertnis, Trennung von Kirche und Staat oder Religionsunterricht, Finanz- und wirtschaftspolitische Themen, Staatsfinanzen, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Chômage, Wohnungsbau, Enseignement, Transport und so weiter oder Staatsreformen, Verfassungsreform, Staatsrat, Verfassungsgericht, Referendum und so weiter. Jederin setzt eine Priorität, alle Partei hat eine Prioritäten, für die eine ist das ein, für die andere ist das nicht mehr wichtig. Für die ADR haben wir ohne Zweifel die aktuelle Lage, wo das Land sich daran befindet, die finanz- und wirtschaftspolitischen Themen Priorität, was nicht so heißt, dass die anderen Punkte nicht auch so wichtig sind. Am Koalitionsakcord von den EU-Wort Nachhaltigkeit quetscht durch das Programm rein. Nachhaltigkeit, gebe ich mengen, ganz wichtig wird. Nachhaltigkeit ist immens wichtig. Und zwar an allen politischen Bereichen. Finanzen, Sozialversicherungswesen, besonders am Pensionswesen, Umwelt, Mobilität, Transportwirtschaft, überall fanden wir Nachhaltigkeit drin. Aber wenn die neue Regierung hingeht und sie sieht, wir setzen all als politisch Überlegungen an Decisionen in das Prinzip von der Nachhaltigkeit kann ihn das nicht mehr begrüßen. Wir müssen aber gucken, wie wir das an der Praxis können erleben, gesehen und kontrollieren. Machen wir das, wie das bei dem Projekt de loi, wenn ihr sich finanziert, dass wir bei allen Projekten auch konkret dabei legen, Konsequenzen und Nachhaltigkeit, und zwar an allen Bereichen an, gucken wir dann, was als Aufgabe muss sein, ob die Propositionen auch am Anklang mit den Nachhaltigkeitsprinzipien sind. Wenn das der Fall ist, wird das eine positive Entwicklung. Staatsfinanzen, da gibt es keine neuen Erkenntnisse nur der Wahlen. Die Finanzsituation war vor den Wahlen bekannt. Deckwerte sind bekannt. Es wird also kein brauchen, bis nur die Wahlen zu werden, für gewollt zu gehen, für die Staatsfinanzen werden. Das Staatsbudget hat in den letzten Jahren immer ein Defizit von 1 Milliarde abgewiesen, das trotz zwei sogenannte Spurprogramme an der Höhe von 200 und 250 Millionen Euro. Schulden sind an der letzten Legislaturperiode von 5,9 Milliarden am Jahr 2009 auf 13 Milliarden am Jahr 2013 herabgegangen. Schulden am Verhältnis von PIB sind an der gleichen Zeit von 15,3 auf 28,4% herabgegangen. 2004 zur Erinnerung noch der Prozentsatz nach bei 6,3%. Das sind die offiziellen Zahlen, die Sitz von der Regierung, von der Tresorerie kann durchlesen. Für 2013 steht dabei wie in der Estimation. Das ist der 2007 bekannt, dass das hätten E-Commerce am Jahr 2015 stark zurückgehen. Am Jahr 2015 dürfte das Rezept bei 1 Milliarde Euro leihen,
bei einem Budget den dann Resetten derft von 13 Milliarden Resetten hat. Das muss ich also die Relation von der Resetten und E-Commerce zu den Gesamtresetten durchstellen. Davon erfahren am Jahr 2015 70%, also 700 Millionen weg. 2017 geht der Prozentsatz auf 85%, und 2019 auf 100% drauf. Das heißt, an der nächsten Legislaturperiode fallen nachher zusätzlich, es heute Sicht, 2 mal 150 Millionen weg, bis die Steuer praktisch dann ganz verschwunden ist. Alles das war für die Wahl bekannt. Genauso wie das verschiedene Großbetriebe getan bei der Steuerdekonten hatten, die aber all an den letzten paar Jahren größtenteils enkassiert gesehen, was also ein Mut war, die an den Betrieben lag, die aber in der Zwischenzeit auch enkassiert gehen ist. Ziel, die Ambition, die die neue Regierung sich bei den Staatsfinanzen gesagt hat, ist zu begrüßen. Da kann ich nicht mehr unterstützen. Staatsverschuldung darf nicht über 30% vom PIB gehen. Wenn die Estimationen von der Tresorerie richtig sind, aber zweifle ich nicht daran, da liegen wir aber schon bei 28%. Maastricht erlaubt uns 60%. Aber wir werden uns immer Bannen an der Finanzkommission hinter dem Land wie letztes mit einer kleinen Ökonomie nicht soll die 60% als Grenze gesehen, wie sich ein Barriere mit freisetzen von 30%. Das war gewiss so eine parteiübergreifenden Konsens Bannen. Das gibt aber da bedeuten, wenn die Regierung nicht will, über die 30% rausgehen, dass man quasi kein Schuldenlohn mehr dürften abholen. Das ist eine enorme Herausforderung, wenn ihr wisst, dass wir all Jahr über 1 Milliarde Defizit haben und dass wir 2015 und das ist nicht mehr weit. Weil die neue Regierung wird direkt müssen am Kader von den europäischen Strukturen schon am Frühjahr Deckfährte vom Budget von 2015 nach Brüssel checken und sie muss auch dann doch schon reagieren. Wenn ihm danach gesagt, dass da steht, dass die Regierung keine Austeritätspolitik will machen, eine Steuererhebung nicht mehr als allerletzte Möglichkeit gesagt und die Investitionen auf hohem Niveau will teilen, dann bleibt natürlich vorzustellen, wie geht dann das Lach von 1,5, 1,6 Milliarden gedeckt. Und hier bleibt der Koalitionsvertrag und noch dazu von Herrn Staatsminister Güster all Antworten schuldig. Es gibt keine klare Antworten, ob die Frauen, ob die wichtigen Fragen geben. Nicht mehr Schlagwörter, aber nichts Konkretes. Die Regierung hat aber an anderen Prioritäten, ich will ja zum Beispiel nennen, wo sie ganz präzise am Regierungsakkord geschrieben hat, was sie möchten. Das zum Beispiel bei den Piercingen. Le gouvernement réglementera l'activité des salons de tatouage et de piercing en fixant des normes concernant notamment les mesures d'hygiène devant entourer ces pratiques. Das ist genau so Punkte, wo die Regierung präzise als am Regierungsprogramm. Was aber für das Lach von 1,5 Milliarden zu stoppen, von denen wir dann an das Regierungsprogramm gucken, geht sehr präzise, dass sie da ist, hat der Herr Staatsminister wohl gesagt gestern mitten, wir sollen die Leute, was wir wollen machen, was ob sie durchkennt, wo wir hinwollen. Leute sollen wissen, wo sie drin sind. Das hat der Staatsminister gestern mitten gesagt. Und für das die Leute sollen wissen, wo sie drin sind, hat er das dann auch präzise direkt Donno erklärt. Und zwar, es gibt eine neue Systematik an der Gestion angefordert. Mehr Geld, eine bessere Politik, transparente Durchstellung von den Zöllern, sogenannte Kassensturz. Herr Präsident, wenn die Regierung nicht weiß, was an der Käse ist, da kann sie sich mit der geballten Kraft von den Regierungsmembern, von den ursprünglichen Regierungsmembern voll auf die Käse stürzen. Und dann wird sie feststellen, dass außer Schuldscheine nicht dran ist. Du brauchst keine Kassensturz, aber das weiß all Mensch, dass kein Geld mehr da ist. Wir wollen aber gerne den Kassensturz machen, dann macht das. Da gibt es ein Taskforce, Screening, tiefgreifende strukturelle Reformen, periodische Evolutionen, interne Stabilitätspakt, Konsolidierungsreformen, Transferen an Frauen,
selektiv als zielorientiert sozial Engagementstransferen, eng Strategie fiskal a court moyen a long terme. So, lo wees all Mensch am Land fir bitte so wat mir wëlle machen, wat op sie durchkennt, a wo mir hiwellen, Leiit solle wissen, wo mir dro sinn. Dat do ass d'Erklärung zu dem. Nëmmen es Slogan an sos glad goneich konkretes. Dat ganz ass eng Vierwärts tut. De Kleesien ass lächt. De Staatsminister huet an de lechte Woche immer dat Wut dënstig ernimmt. Ech hun ennner Blick gemeint Bammer getat nach een national Feiertag muss unbedingt op den dënstig kommen. Wie in de Regierungsakkor firstalt huet, doet Presse wéi das gefot wie die gewer dat gefuer, wie man gedat huet, den dënstig, den dënstig, den dënstig, den dënstig. Du waren Radio am Background fin immer dat wird den dënstig, den dënstig, den dënsten, sonder nowen am Kloertag, den dënstig, den dënsten, den dënsten. Lo vergercht der dënstig, Herr Präsident. Am Monolog gif man abs gefuer gin, wenn man sind gestroen genauso gescheit hemkom, wie man gest mitten dumm rakommen sinn. Herr Präsident, den Herr Staatsminister hat net gesot, dat muss fairerweis so gin, wat drin dënstig dat hier. En hat doch kein Woch genannt, hat geen Mond genannt, en hat auch kein Jura genannt. Niet, het kent sicherlich einkeren en dënstig jemand gevoer. En ich kann jetzt los so, den dënstig, die könnt net für 25. Mai nächstes Jahr, also 2014, weil das dann dafür den Europaparlamentswahlen. Auf für dem Datum wird die neue Regierung Katz nicht aus dem Sack lassen, für das Leid alles sei. Also muss man werden auf den Dünsten, nur am 25. Mai 2014 bis die Regierung Katz aus dem Sack lässt. Mit der neuen Regierung, wir stimmen nächste Woche ein Gesetz, wo wir am Anfang 4/12 vom Budget für 2014 gestimmt haben, musste für das der Staat kann funktionieren noch, sind Steuern kann enkassieren. Aber spätestens im April muss man schon ein neues Gesetz stimmen für das Budget von 2014 nach 8 Mai. Herr Bettel, Herr Präsident, Herr Bettel, schon einmal gedünstig gesagt. Ich menge die richtig. Mein Gott, ja. Da muss man mal gucken, wie es mit dem dünstig geht. Ich gebe auf jeden Fall das heute so, die Regierung oder Member von dieser Regierung, DP, gering und noch mehr unter dem gesagt, dass die Regierung wirklich große Fehler gemacht hat, dass aus denen, dass wir wissen, dass 2015 einen großen Abbruch an der Staatsfinanzen kennt. Aber wenn ihr das jahrelang für weiß, dass so einen großen Abbruch kennt, dann hätte ihr müssten Finanzen vom Staat auf die Situation präparieren und hätte ihr nicht so dürfte, wie die Regierung für 100 Gemeinde zu, aber das geht nur der Wahl, das kann die nächste Regierung machen. Das war ein krasser Fehler, den die letzte Regierung gemacht hat, dass das Land nicht präpariert wird, auf den großen Steuerabbruch, den wir 2015 kriegen. Und dafür erwarten wir als von dieser Regierung, auch von dem Budget von 2014, nehmen 8 Mai für 2015 sehen, dass diese Regierung die Courage hat, auch wenn wir den 25. Mai schon bei Europawahlen haben, für dann am Februar, März, wenn wir das Budget deponiert kriegen und diskutieren, dass ihnen dann aber der Courage gesagt hat, dass schon Akzente gesagt gehen, für die Herausforderung von 2015 zu beginnen und dass nicht rumgewahrt wird bis Ausgangs nächstes Jahr, bis man da etwas gefunden wird. Das ist ein echt Platz, wo kann ein dünstig dann der Staatsminister an die Chamber kommen und so ein Hai, wir machen schon 2014 die an die Maßnahmen. Herr Präsident, ich habe gesagt, es gibt keine Steuererhebungen am Prinzip nicht mehr als allerletztes Instrument, führt man eine Ausnahme, das TVA. Das war keine Steuererhebung, das ist eine Steuererhebung, die zum Beispiel führende Wahlen, die gering an ihrem Wahlprogramm stehen hatten, als eine Belastung von den kleinen und mittleren Abkommen. Und die von noch mehr niedrigen TVA-Satz gefragt, die gering für die Kunst und Künstler. Und DP schreibt, eine Mehrwertsteuer nur, wenn nötig. Wie sehr Zeit können anderen, das wird Herr Büttel gestern gemäht, wie gesagt wird, was Steuerlast anbelangt, gesehen mir definitiv nicht, wie wir leicht eine Erhebung von der TVA kommen können.
So sehr geht es für die Wahlen, an Zeit wäschert, und nur die Wahlen definitiv nicht. TVA ist aber eine Steuererhebung, die sozial ungerecht ist. Das ist also für keine von den Koalitionsparteien bislang vorgestellt worden. Das ist ein Kaufkraftverlust für die Leute von 2%. Und sie betrifft auch den Kommerz, den Handel. Wenn die Kaufkraft von den Leuten hochgeht, dann ist das auch negativ für den Handel. Und das, was wir Lützeburg wollen, konkurrenzfähig machen, was den Kommerz überlangt, zur Großregion, dann ist es doch negativ an der Hinblick. Und da muss man sich vorstellen, für was sie nicht Kompensationen zumindest mal angedeutet gehen, für Klein- und Mittelrevenuen, die auch voll davon betroffen gehen. Auf der einen Seite sehen wir dann, dass wir Steuererhebungen Werte kriegen. TVA kriegen wir, ich komme nur noch auf andere Steuern zurück. Aber gleichzeitig und Sozialisten, die an die Wahl gegangen sind, die wollten eine Reichen, eine Vermögenssteuer aufführen, die 100 Zahlen gelost. Und für den Herrn Staatsminister, der gestern gesagt hat, ging für Betriebe Steuererleichterungen envisagiert, nicht geschwärzt, mit der Stoffhören von einem geschickten Mechanismus von Intérêt national gehen Betriebe steuerlich entlastet. Das heißt, Sozialisten haben nicht nur auf die Reichen auf Vermögenssteuer verzichten, sie sind auch noch bereit, Betriebe zu entlasten. Und am gleichen Satz gehen die Kleinleute über TVA-Erhebung gestraft. Da wird doch geschwärzt, die Ziele von einer globalen Steuerreform. Das klingt gut. Die eine so muss sozial sein, die andere so muss eine ökologische Steuerreform sein. Das sind alles schön wieder. Wir müssen aber gucken, was da noch rauskommt. Wenn da noch rauskommt, dass jeder muss mehr Steuern bezahlen, da werden viele Leute nicht eigentlich überleben, wenn sie an die Hand geklappt haben, dass es so eine sozial- oder ökologische Steuerreform sind. Geguckt geht da noch, was rauskommt. Aber wenn ihr guckt, was die Regierung geschrieben hat an ihrer Regierungserklärung, da soll die Steuererhebung als Ziel haben, für eben genug Recetten für den Staat zu generieren, für das man seine Depensen kann nachkommen. Also wird die globale Steuererhebung, egal wer das will nennen, als Resultat eine Steuererhebung mit sich bringen. Aber geschwärzt wird vom Mittelstandsbockel, wo jeder etwas Ähnliches versteht. Jeder, der Steuern bezieht, meint ja, der wir den Gipfel vom Bockel. Jeder meint ja, die Steuern zu viel bezahlen. Wenn aber die Regierung will dahin gehen, dann müsste das mal verstehen, so wo ist genau der Bockel? Aber wenn er den Bockel hat, dann will das die vier drunter an die Hand drücken, die bezahlen nicht so viel wie die im Bockel. Da gibt es 3 Möglichkeiten, wenn er den Bockel will durchschaffen. Jetzt setzt er den Bockel rauf, auf dem Niveau von denen 4 drunter an Hand und dann hören wir andere Steuern hätten. Oder setzt die 4 drunter an Hand drunter ab, dann hat er den Bockel auch weggemäht. Wir töten aber eine Steuererhebung gemäht für die 4 drunter an der Hand drunter und die dritte Möglichkeit, als sie den setzt den Bockel ein bisschen rauf, wenn er setzt die 4 drunter an der Hand drunter ab, dann habe ich es auch weggeschafft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Regierung eine Politik möchte, wo sie nur ein Barem präsentiert, wo generell Männersteuern bezahlt wird. Also muss er erklären, wie sie dann das Problem vom Mittelstandsbockel da begeht. Wenn er gesagt wird, dass die Grundsteuer reformiert wird, das tun wir alle gut, schon jahrelang erbannen. Wir lassen aber ehrlich sein mit den Leuten dabei. Eine Grundsteuerreform, das ist auch nicht mehr ein Besonderes für eine Steuererhebung. Das darf ja aber keine Mengen, dass wenn man eine Reform für die Grundsteuer macht, für die Gemeinde machen und sich die Grundsteuer senken, die relativ niedrig ist, zuletzt ist. Es ist eine Erhebung. Das ist, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, von Steuererhebungen, indirekt, wenn ihr das ein bisschen mehr genau guckt, an die Situation kennt, fest, das sind praktisch alle Steuererhebungen, die hier ungekündigt sind, das war der Vorwurf, den wir immer zusammen, Herr Bettel an Kollegen von den Grünen, der alle Regierung gemäht, dass sie das Lach am Budget immer über Steuererhebungen leisten, die Regierung geht genau derselbe Platz. Finanzplatz brauche ich nicht viel wieder zu verlieren. Ich meine, da besteht Herr Bannen einen ganz großen Konsens, dass wir die Finanzplatz brauchen, dass wir als Land und der Finanzplatz leben. Wenn da Kontinuität angesagt ist, kann ich das nicht mehr begreifen.
auch was Position von der Regierung als von der Regierung wünschen, dass sie die Kraft, dann die Durchsetzungskraft durch den neuen Finanzminister behalten, für die Position, die immer mehr schwer wird. Nicht nur in Europa, sondern am Rest der Welt, für eben als Kleinland mit einem relativ großen Finanzplatz, für das sich können zu behaupten. Und ich bin noch dafür froh, dass am Anfang als Grenzkollegen, die an der letzten Legislaturperiode nicht so an diese Positionen stimmen, den am Anfang für eine Finanztransaktionssteuer auf europäischem Niveau sind, dass die Lo do ein Keier gemäht hat, anscheinend dann so an der Regierung sind, auch so die Finanztransaktionssteuer darf nicht mehr kommen, wenn sie weltweit können, sodass ich auch so mit Ausnahme von unseren Kollegen von den linken Kommunisten, dass wir parteiübergreifend eine Einstimmigkeit an denen dort frohen Hund. Sozialpolitik, Herr Präsident, das ist sicherlich ein wichtiges Kapitel. Ich muss aber sagen, dass man auch da denke bis zum Schluss an denen Überlegungen fehlt. Eigentlich geschwärzt, dass mehr selektiv müsste gehen. Das war richtig. Man muss erklären, was den darin versteht. Wo fängt die Selektivität an? Aber gesagt, wir machen eine Analyse und überprüfen Chômage-Gesetzgebung, der Mindestlohn, Flexibilität für die Arbeitszeit, da frage ich mich, auf was für eine Richtung geht die Analyse, die Überprüfung gemäht? Geht das mit strengen Kriterien beim Chômage oder wie? Geht es mehr oder mehr Mindestlohn? Geht es mehr oder mehr Flexibilität? Auf was für einem Endregeln die gemäht? Sicherlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das soll am Ende vom Salariat geschehen. Schon da mein Verdacht. Und davon ich auch mein Verdacht, für was dass die Sozialisten auf ihren Kongressen immer Probleme haben, wenn der Koalitionsakkord gestimmt wird, für den für Drusch und die Kameradinnen und die Kameraden zu verdelen. Weil da gibt die nämlich genau an die doten Texte gucken kommen, dann können sie mal ganz unbequem frohen, ob ihre Kongresse gestaltet gehen. Und dafür wird nur ein kleines Resümee gemäht, wo die kleinen Details wie die dort weggelost gehen. Und dann kriegen sie da zugestimmt, und sie äbeln sich und zerküsten sich. Und dann die Batte Realität, die könnt ihr später hin, und da kriegen Komoden und Komoden, gesagt, man hat das dem Akkordo zugestimmt. Es wäre also gut, wenn Parteien auch geben, ihre Leid, der Koalitionsakkord so sehr, an so frei wie möglich gehen, dann so Kinder wirklich an den Details gucken. Und noch das kann ja als Empfang durch einen Zufall, dass man den Koalitionsakkord einmal alle gut hatten. Die Regierung aus Hiegang hat am Anfang gesagt, als Respekt von der Regierung geben wir den Koalitionsakkord nicht raus. Das wäre ja nicht mehr als Respekt vis-à-vis, als Respekt von der Stimme. Das wäre dann am Anfang nicht mehr am Respekt vis-à-vis von der CSV, der Linken und der ADR, weil ich davon aus, dass die Majoritätsparteien das wussten. Wir entbannen erst von dem Alibi. Wir wollen die Priorität nicht. Wir hätten sie gerne direkt und durch den Zufall, als sie Gott sei Dank auch rauskommen. Und ich meine, das soll auch so sein, und die Partei soll auch die Courage schon für ihre Leitnerzeiten das Ganze zu geben. Ein weiterer Punkt, der immer im Schritt als Index, hat die Regierung wohl ein Kapitel an der Chor überholt. Am Anfang geht es nicht so richtig schlau, was da dran steht. Einerseits steht, das Prinzip von der automatischen Indexation bleibt intakt. Aber oder ein Abschied mir weiter geht, so tut vor, wenn die Ökonomie dabei verlangt, dann muss man die Legislation den ökonomischen Verhältnissen adoptieren. Da steht auch noch ein Satz dran, den er auch nicht erklärt, als ensemble avec les partenaires sociaux, la faisabilité et l'impact potentiel d'une désindexation généralisée de l'économie nationale seront analysés. Was das heißt, wird bis heute alles nach kein erklärt. Eine Desindexation von der Ökonomie. Vielleicht wird der Staatsminister geht ja dann noch darüber ran und erklärt es da. Das Wichtigste gegen ein Index als Bekämpfung von der Inflation. Aber wenn wir fertig bringen hier im Land, am momentan ist die Inflation niedrig.
Aber wenn die Regierung eine Politik möchte, teilweise haben wir keinen Abfluss auf die Inflation, weil wir sie importieren, wir machen noch ein Teil Hausmacher Inflation. Aber wenn wir die Hausmacher Inflation nicht machen, dann können wir das Indexsystem steuern an eine normale Verhältnisse weiterführen. Dafür können wir machen eine ordentliche Inflationsbekämpfung, da gibt die Diskussion um den Index viel mehr klein. Was den Chômage anbelangt, war schon zum Schluss von der letzten Legislaturperiode Minister Schmidt an einer Reihe von Propositionen als Meinung noch richtige Weg für an der Adam Reformen zu machen. Wir haben immer bedauert, dass es nicht geht, dass wir nicht mehr platzieren nun 1 auf 300, am Ausland, dass das 1 auf 100. Aber wenn wir gerne eine ordentliche Politik machen, an die Leute, die dann Plugin ordentlich begleiten, dann muss man auch die Kader ersetzen, Leute ersetzen, auch nicht nur quantitativ, sondern qualitativ ersetzen. Wir können eben diese Leute zu begleiten. Bis dann von so sehen, dass jeder, der eine Arbeitssicht auch wirklich viel sein Platz ist, und dass in Wirklichkeit mit dem zusammen darüber kommt. Über die Beschäftigungsinitiative steht nichts dran. Wir als ADR haben proposiert, dass die Beschäftigungsinitiativen als solche aufschaffen und an der ADAM ein Service kreieren, wo man versichern, die Leute direkt an den ersten Arbeitsmarkt können, die Entreprise auch dementsprechend unterstützen. Und da gibt es immer Leute, die man nicht an den nächsten Arbeitsmarkt rankriegen, die soll man da beim Staat, an den Gemengen, an ASBL unterbringen. Der Wohnungsbau als ein von den größten Problemen, die wir hier am Land tun. Ich meine, am Koalitionsakcord wird das auch tax ernimmt. Und wir sind auch froh, dass eine Reihe von Propositionen, die wir am Wahlprogramm hatten, wie ziemlich schnell Prozeduren, der Beilang für die Ethik oder die Ausweise von neuen Wohnzonen, dass die auch am Regierungsprogramm stehen. Ich hoffe just, dass die gut vorsetzt, nicht durch neu abladen, am Umweltbereich nicht, ob Kopf gehalten geht, an Prozeduren wie lang, und dann wir noch Medaillen machen. Pensionen als kein weiter Reform ugedeutet, das bedauern wir zwar nicht an Optik, wie an der letzten an der letzten Legislaturperiode TP oder die Grünen, denen am Anfang Pensionsreform nicht Zeit genug gegangen, also gerne mehr Dave Abschnitte gehabt hätte. Wir hätten lieber die Reform, die wir gehabt, mehr sozial gerecht gehabt, wie die Reform, die durchgezogen ist, wo am Anfang die nächste Generation vollgetroffen wird. Wir haben da eine Proposition gemacht, die auch zu dem finanziellen Ziel gezündet hat, mit der aber sozial mehr gerecht gewirkt wären. Den Ajustement, der noch nächsten Januar nicht gemacht wird, haben wir ein froh und den zuständigen Finanzminister, das werden wir dann nächstes von der Finanzkommission oder an Debatte kriegen, wie die Laufperiode könnte, wenn den Ajustement von 0,3%, die Lo am Anfang hat, ist der Rufgrund, den ich dann wird 0 gesagt, wenn man den 0,3% geschieht, ob das dann frisch bei 0 lebt oder ob die man überholt gehen, darüber werden wir abhängen. Über Mammerenn steht nicht am Koalitionsakkord, dass der Fried als auf der einen Seite, dann so wahrscheinlich nicht wird beschnitten gehen, auf der anderen Seite hätte mir aber gerne gesehen, wenn sie auf 60 Jahre Ruf gesagt gehen, wie das für der Fall war. Schulpolitik ist das Zentralelement von unserer Zukunft. Du hast nur vom Präkos bis Duni alles in einer engen Hand. Wir hoffen und wünschen dem Herrn Meister für eine glückliche Hand. Das Kapitel ist so wesentlich, dass wir uns auch schnell eine Debatte an der Chambre wünschen für die neue Politik oder die neue Politiken hier können zu vertiefen. Da der waren da auch schon für ein Experiment am Fachjargon Projet Pilot genannt, für eine Parallelalphabetisierung auf Französisch und auf Deutsch oder Klassen an der Grundschule mit Französisch als Hauptsprache. Die Schule muss die Integration vorantreiben und darf nicht die für Segregation abmachen. Auch sind wir überrascht, dass der LASAP nicht mit zu 100% den Reformplan von der Medikationsminister Madame Delvaux steht, am Anfang just die Reformvorschläge als Diskussionsbasis eingesetzt. Da versteht es auch, für weiter, dass ein freier Freund, Ben Fayo, ob hier im Kongress sich groß Gedanken um Schulpolitik gemacht hat, wie ihn das gesagt hat, hier kann er schon löserlös Konfirmation davon. Kammerbetreuung steht am Koalitionsprogramm gratis von einem Finanzierungsbedarf. Das ist okay mit Familien, wo kann er daheim erzählen, die gehen nicht in der Stadt. Wir als ADR treten dafür an, dass Familie Freiheit tut,
für hier Kameraerzählung so zu machen, wie sie will, sie wird daheim selber oder sie wird als Strukturen, und dass der Staat soll eben die Infrastrukturen zur Verfügung stellen, für das Familie auch wirklich steht, schwach wird, für das eine oder das andere zu machen. Und dafür hätten wir auch gerne, dass sowohl die Familie, die hier kann eine Anhängsstruktur, wie die Familie, die hier kann Erziehung selber möchte, allen zwei selbst vom Staat sollen unterstützt werden. Für die Sportpolitik gehe ich nicht weiter darüber ran. Ich meine, als Lesung als bekannt, wir sind für den öffentlichen Transport, sind aber klar gegen den Bau von einem Tram, weil die weder Probleme von den Lützburger nach von der Frontalieren lesen. Wir können ruhig mal einen Stau, einen Tram in der Stadt bauen, dafür gibt es Stau, meist auf der enge und auf der anderen Zufahrtsstraße und Autobahn nicht mehr klein. Verfassungsreform, da der heute an ihrem Wahlprogramm verlangt, dass definitiv der Text für der Verfassungsreform, den definitiven Text, dass dem ist einem Referendum in der Wurf gibt. Das gesagt die neue Regierung auch so, und das begrüßen wir. Auch mit der Formel für am Vierfeld punktuell Frauen über den Weg von einem konsultativen Referendum, Meinung bei den Leuten Frauen, begrüßen wir. Allerdings müssen Frauen an Konsequenzen, an Alternativen klar definiert gehen. Aber wenn man heute Morgen den Herrn Juncker gesagt hat, dass es einen gewissen Viertel gewarnt wird, wie soll ich sagen, dass man über das Wahlrecht eventuell eine Diskussion finden, dass dadurch am Land Kinder Diskussionen entstehen, die keine Welt haben. So gibt es Mengen, dass eine Befürchtung richtig ist. Die für kein Referendum zu machen, Mensch, für mehr schlecht. Weil, da müsste schon bei einem Kader von der Verfassungsrevision am ersten Wort, an dem zweiten Wort liegen 3 meint, aber wenn die Politik nicht selber gibt, ein Referendum da lancieren, da besteht das Risiko, dass dann eben ob Initiative populär das Referendum aber verlangt wird von den Leuten am Land. Und da steht Politik, meiner Meinung nach, noch viel mehr schlecht, wie wenn sie an die Offensiv gehen und sie direkt mit mir machen, ein Referendum, dann hat auf jeden Fall eine Diskussion aus der Diskussion rausgeholt. Wir begrüßen also, dass die Referendumen 4 sind. Dem ab den 2 Mandaten für Regierungsmemberschaften misst unserer Meinung noch kein Referendum sein. Da können wir auch ein Referendum machen, ob ich Bürgermeister und Deputiert sind. Aber wenn ich dann die Regierung gucke, die selber heute alle Member als abverstanden mit der dritte Lesung, versucht sie, dass die Fremden Herr Asselborn ja nicht mehr an der Regierung sind, weil die Nasse schon über die 2 Mandate weg. Und noch ein immer gesagt zu den Kollegen, Deputé Mehrheitbannen, die gesagt haben, man muss unbedingt ein Gesetz kreieren, für das die Kumul vom Bürgermeister und vom Deputierten nicht mehr geht, das packt ja kein Mensch mehr, das muss man Gesetz kreieren. Also steht jeder Deputé mehr hautfrei, heute demissionieren oder an der Gemeinde. Muss ihn dann ein Gesetz kreieren, er macht mir, wann ich diese Gesetz hat, ich muss demissionieren. Das kann jeder selber machen. Dafür brauchen wir da kein Gesetz zu machen, das ist schon gut, kein Referendum. Aber wenn viele Politiker wählen, die Minister, wenn sie wählen als Ersten, dann ist das meiner Meinung nach ein Ausdruck vom Volk, dann so, man hätte den Dortigen weiter an der Responsabilität. Dann ist es dann nicht so, die Verfassung sieht auch in der Öffnung. Im Dortigen gewählt, also muss man seriös bleiben, ist in der Meinung, wir wählen, als jeder soll man sich selber zu Kauer gehen, aber wenn jemand 2 Jahre gibt durchgehen an der Regierung, da kann er raustreten, aber wenn jemand ein Deputé mehr gibt, nicht mehr packen, man soll dann zwischen missionieren, teilt keinen Zweck. Wir geben aber Mengen, dass es auch so die allgemeinen Referendumen Möglichkeit geben. Wir haben momentan nicht, geht auf dem Mengenniveau, da kann ein Referendum aufrufen, aber im Kader von der Verfassungsreform kann ein Referendum initiiert gehen, ob Initiativ populär zwischen am nächsten 2. Wort. Mit darüber raus können Leute kein Referendum am Land verleihen. Und dafür hätten wir gerne, dass wir da sollen auch eine Referendumsmöglichkeit kriegen. Wir hatten 99 schon eine Proposition gemacht, die also nicht umgeht. Die natürlich keine Angst für die Bürger haben, dass die von Referendumen verlangen. Leute sind clever genug, für zu wissen, auch an einem Referendum anzudienen. Die Reform vom Staatsrat begrüßen wir auch, für allem auch für die Zusammensetzung überlangt. Wir hoffen just, dass die Reform nicht 4 Jahre dauert, aber wir invitieren die neue Regierung schon bei den nächsten Besetzungen, die kommen auch ohne neues Gesetz, können die Regierung
schon ihrem Wunsch nur mehr engem Repräsentation am Verhältnis von den Parteien bannen an der Chamberrechnung und auch dürfen Brechtdecke Gesetz dürfen sollen das Gesetz oder nicht als Alibi holen. Verfassungsgericht hätte mir gerne als ADR einen direkten Zugang für und Verfassungsgericht kommen. Aber wir sind auch der Meinung, dass das Verfassungsgericht als eine Separation Jurisdiktion dabei behalten. Das Chamberreglement als schon ungeschwart gibt, begrüßen, dass die neue Majorität mal der Bewegung geht, für auch jene Parteien, die nicht den Fraktionsstatut gehen wollen, für denen mehr Möglichkeiten zu gehen, für ihre politische Arbeit können konform zur Konstitution zu kommen. Es bleiben dort sicherlich Diskussionen, aber mehr Zeitmangel gehe ich nicht darüber an. Quoten 40%, da der war immer gegen die Quotenregelung, DP war bislang auch immer gegen die Quotenregelung. Die Regierung proposiert eigentlich für 40%, wird aber vergessen, bei der Zusammensetzung mit einem guten Beispiel, 4 Grund anscheinend für auf die kleine Prozentsatz zu kommen, die Regierung schon müssten ob 18 erweitert gehen. Es war also kein Mann an der Regierung, sie gibt so fein, wie so, ich gehe nicht an die Regierung für eine Frage, mehr weit mal dran zu lassen. Mais es wird dann eben müssten nach pur Staatssekretärin und so weiter geschaffen gehen, für eben pur Alibi Frauen ranzugehen, und aber nicht, ob die 40% zu kommen. Trennung von Kirche und Staat, da wäre so viel Trennung von der Kirche und Staat, eine institutionelle Trennung, da der hat von der Zukunft keine Konventionen haben zugestimmt, und wir so, dass die Diskussion aber muss am Dialog mit den Kirchen mitgehen. Finanzierung muss Transparenz rankommen. Wir haben als ADR proposiert, dass die Finanzierung über den Otto per Mille machen. Und wir sagen auch, dass die Trennung von Kirche und Staat auch eine Chance kann für die Kirche sein, weil wenn das nicht nur eine Trennung von Kirche und Staat wie wir sind, wenn wir das dann auch eine Trennung von der Kirche vis-à-vis von der Politik an der CSV, das kann der Kirche in der Ämtstand auch nach gut tun. Religionsunterricht, da der ist halt für den freien Choix. Wir so Mann der Staat haben einen Affiche gemacht, als mehr freie Nation auch für uns am Religionsunterricht. Wir sind der Meinung, dass wir sollten als Staat die Leute Choix lassen, entweder an den Moralunterricht zu gehen oder an den kirchlichen Unterricht zu gehen. Da sollen die Leute ihren Choix behalten. Wir hätten als Staat darüber hinaus auch den Vorteil, dass wir Kinder kontrollieren, was die verschiedenen Religionen an dem Religionsunterricht enseignieren, wenn man an öffentlicher Schule tun, wenn man aus der öffentlichen Schule rausholen, als das nicht mehr möglich ist. Herr Präsident, was Tomo besteht, ist so belangt, steht bei der, setzt immer die Familie an den Mittelpunkt. How tun wir andere Formen von Zusammenleben, denen muss Rechnung drohen. Die sind nicht nach immer gehen. Haut sind wir Gott sei Dank in einer Situation, dass jeder die Staatsführung haben kennen, und dass man können frei an der Diskussion, an der Öffentlichkeit darüber diskutieren. Für die ADR sind die Rechte von Kanner aber immer prioritär und die dürfen noch nicht auf vorgestellt gehen. Die Rechte von den Kanner müssen in unserer Meinung noch immer prioritär garantiert bleiben. Kant hat Recht darauf, bei Koppelmann auf Frau groß zu gehen. Kanner brauchen männlich und weiblich Vorbilder. Das ist anscheinend juristisch aber nicht möglich. Homobeständnis anzufeiern, ohne gleichzeitig die Adoption von gleichgeschlechtlichen Koppeln abzumachen. Für Beständnis muss also auch Adoption sein. Und aus dem Grund, dass da der gegen Homobeständnis, da der also aber bereit, eine Diskussion zu führen über das Statut von den Leuten, die an einer homosexuellen Beziehung sind und de facto kann oder mehr kann erzählen. Zum Schluss, Herr Präsident, der Koalitionsvertrag besteht aus vielen Fragezeichen und wenig Lesungen. Der Koalitionsvertrag ist eng sehr, die Realität eng andere. Und es ist ob das Realität, wo die neue Regierung zum Schlusswert bewährt geht. Probleme von Land sind bekannt, da der wird die neue Regierung unter Lesung von diesen Problemen muss. Zum Beispiel beim Schulmarsch. Und man bleibt 7% Schulmarsch oder 22.000 Leute am Land, die gehen Platz ist. Zum Schluss gucken wir, sind es der Mai oder sind es der Männer, die am Schulmarsch sind. Wenn RMG an Dermut
10.600 Städte hier am Land oder über 20.000 Frauen und Männer, wovon der größte Teil, länger 10 Frauen, mit Kindern sind, müssen Unterstützung allein unter der Armutsgrenze. Zum Schluss gucken wir, leihen durch mehr Leute an Familien drinnen oder leihen da drüben. Wohnen immer mehr Junker verteilt, so immer Normalität war, dass bis den Abend, dass jeder nicht eine Wohnung schaffen, als Haus zu Lützeburg die Exception gehen. Und immer mehr Lützeburger mussten an die Grenzregion gehen, und gehen selber zum Frontalier heute zu Lützeburg. Zum Schluss von dieser Legislaturperiode gucken wir, ob jeder eine Wohnung heute zu Lützeburg findet oder ob sie noch weiter müssen an die Grenzregion gehen. Wir gucken zum Schluss, ob die Staatsschuld mehr hoch geht oder mehr klein. Ob sie über 30% oder unter 30% bleiben ist. Und wir gucken an der Transportpolitik, ob Stauen, Neues und alles am Land mit klein oder mit groß gesehen. Und so gucken wir alle Politik, Parametern, Startpositionen für diese neue Regierung als klar. Das ist definiert und sie getorene Gemoos. Herr Präsident, das Regierung hat sich an einer Reihe von Punkten ambitiöse Ziele gesetzt. Da der wird überall da, wo die Ziele sich mit einem Wahlprogramm an einem Aussichten decken, die Regierung unterstützen. Doch wo das nicht der Fall ist, werden wir durch eine konstruktive, faire Oppositionspolitiken versichern, die Regierung auf einen besseren Weg zu bringen. In dem Sinn wünschen wir dem Herrn Büttel als Staatsminister und seiner Regierung eine glückliche Hand für das Land. Merci. Merci dem Herrn Giberia.